Jawohl, Rückspiel. Und zwar gegen den FC Porto im Achtelfinale. Wir haben das Hinspiel verloren, gell? 2-1. Das heißt, wir müssen 2 Tore schießen, mindestens. Und wir spielen halt in Rot. Vielleicht bringt das Glück. Was sagt die Aufstellung? Die Aufstellung sagt, dass unser bester Stürmer nicht fit ist. Scheiße. Schau dir das an. Und Alvaro auch nicht. Jetzt müssen die fast. Scheiße, was tue ich? Muss ich den nicht da? Heftig. Wir brauchen einen Stürmer. Und Beister nicht fit. Dafür lassen wir Ding spielen. Navio. Und zwar, Moment, das ist ein rechter Flügelspieler. Das heißt, er muss dafür. Daher. Und ansonsten. Wen nehmen wir noch mit? Nehmen wir vielleicht noch Tesche mit. Okay, das muss passen. Stopp mal. Gut, das überspringen wir mal. Also wie gesagt, wir müssen mindestens 2 Tore schießen. Die haben das Hinspiel 2-1 gewonnen, weil wir nicht besonders in Form waren. Vielleicht sind wir diesmal besser dran. Mascherano. Und Alvaro kommt da auch nicht ganz. Dafür Fabiano. Also ein Tag lang und nicht. Dann darf es nämlich nur 2-2 stehen. Aber die Portugiesen hatten weiterkommen, weil es eben 2 Auswärtsgeschossen haben. Und das zählt dann. Wir sind ja auch bloß im 16. Finale weitergekommen, wegen einem Auswärtstor. Das gibt Einwurf. Jansen. War fast die Chance für Alvaro. Jansen. Ja, Alvaro ist auch nicht gekommen. Hätte ich nicht gemeint. Varela. Alexandro. Der war im Hinspiel so gut, gell? Das war der richtige Mann für uns. Aber ich glaube, den kriegen wir nicht. Scheiße, Jens macht Fehler. War fatal. Gut, wenn die ein Tor schießen hatten, müssten wir trotzdem 2 Tore schießen, um mindestens in die Verlängerung zu kommen. Okay, passt. Duru. An der Fahrt. Und Chamberlain erwischt den. Jawohl. Scheiße, was war das? Was war denn das für Flanken? Varela. Duru. Und der macht Fehler. Das ist nicht gut. Ist nicht ratsam. Mascherano. Diekmeyer. Der spielt den verkehrt noch. Navio wird die bessere Wahl gewinnen. Fernando. Chamberlain. Und Alvaro nicht in sich. Wo ist der? Scheiße. Am Tor vorbei. Und Navio bringt Nablus nicht wirklich aufs Tor. Aber es gibt Ecke. Ja, Mascherano in die Hände von Fabiano. Das war natürlich ein Ding Winge, wenn der reingegangen wird. Das wird die Chance gewinnen. Müssen wir abpassen. Alexandro, der ist gefällig. Jetzt haben wir den eigenen Mann umgehauen. Statt den anderen Varela.
Und es gibt Ecke. Faustabwehr. Ja, der war fast noch nicht immer. Hast du das gesehen? Die Flanken von Alexandro. Einfach so reingehaut. Und wenn der Stürmer da oder Spieler ein bisschen größer gewesen wird, dann hätte er den einfach so eingenickt. Wir sind bisher ziemlich aktiv, aber noch zu harmlos. Scheiße, Mann. Alvaro, jetzt die Chance, der Spanier. Scheiße, bleibt hängen. Der Torwart war wieder besser. Und Van der Vaart. Zu unplatziert. Also Chancen haben wir. Wir treffen gerade nicht. So, wieder Hamburg. Mascherano. Navio. Und Alvaro. Drüber. Drüber. Einfach mal probieren. Ja, da hat er ein bisschen gefeit. Hat er ein bisschen gefeit. Und bisher schaut die gut aus für uns. Es schaut so aus, als hätten wir ausscheiden. Das ist im Achtelfinale. Du kriegst den Dinger nicht. War aber eine Chance, gell? Lidson. Aber solange er daneben geht, bin ich zufrieden. Und wir haben schon 8 Torschüsse. 8 Torschüsse, nicht ein Tor. Alexandro. Ist das ein Brasilianer oder wie? Scheiße, schön. Lidson. 1-0. Ja, der Song, das war's, oder? Lidson. Das war genau wie im Hinspiel. Alexandro auf Lidson. Wieder so ein flacher Pass. Hat einen Ball gekriegt. Das war genau wie im Hinspiel. Da kriegt er wieder flach angespielt. Schau. Und der erwischt ihn genau wieder so. Das haben sie drauf, gell? Das haben die Portugiesen drauf. Die flachen Hereingaben, das ist sein Ding. Der Alexandro, der ist unglaublich stark damals. Wahnsinn. Den bräuchte man. Das war die Bereicherung für uns. Da ist er schon wieder. Er ist unglaublich gut beim Pass geben. Und bei Vorlagen. Ja, der Chamberlain steht im Weg. Und keiner läuft. Ja, ich glaube, das nimmt ein schlechtes Ende für uns. 2-1. 3-1 liegen hinten, 3-1. Wir brauchen 2 Tore, um mindestens in die Verlängerung zu kommen. Navio, der Mazedonier. Aber das ist nicht der Beste, gell? Das ist auch so ein Gurken. Das ist auch nicht der Beste. Okay, Halbzeit. Wir liegen hinten. Und wir brauchen dringend 2 Tore. Irgendwie. Ansonsten dreht man die Heimreise an. Aber wen bringe ich noch? Wen bringe ich noch? Wir haben Campbell noch, gell? Campbell. Aber wen will ich dafür außer? Navio. So besonders war der nicht. Bringen wir Campbell. Schlimmer kann nicht werden. Der Campbell ist noch mehr der Joker, gell? Der noch was reißen kann. Aber Navio, glaube ich, hat das nicht so drauf. War nix. Sissoko.
Was war das? Foulspiel? Ja, der war aber auch fern. Naja, also. War ja eher harmlos, oder? Internationale Härte. Was möchte er jetzt? Diesmal war ich nicht. Abseits, oder? War abseits. Und das ist die Chance. Warte, die Chance gewesen. Scheiße. Riesenchance für Hamburg. Ja, der Van der Vaart, der stellt mir vor, geht er. Ich glaube, jetzt kriegen wir die Rechnung. Jetzt kriegen wir die Rechnung. Varela. Okay, das ist das Ende. Das ist das Ende für uns. 2-0. Varela. Wir haben es vorne gemacht und Varela macht es auf der anderen Seite dafür. Scheiße. Das war's, schau hin. Den Deck kann er mehr. 2-0. Aber gut, man muss sagen, wir haben auch nicht den Kader dazu. Wir haben nicht den Kader dazu. Wenn jetzt zum Beispiel der Soga ausfällt bei uns, dann ist schon aus. Alvaro war auch nicht so in Form. Und die anderen sind auch nicht die Besten, muss man sagen. Wir haben einfach nicht so den Kader dafür. Und Alvaro, der hat den Wurscht weg. Der hätte früher laufen müssen. Ja, die Portugiesen spielen ein bisschen effektiver als wir, gell? Die haben da nur wenige Chancen, aber machen jeden eine. Und wir haben, war nicht, schon 8 Mal aufs Tor geschossen und haben die gar nicht gemacht. Das Problem bei uns. Campbell. Wir müssen jetzt nach Adam Riese, was gar nicht, 4 Tore schießen, oder? Scheiße, die schießen nicht mehr. Die schießen nicht. Auf jeden Fall nicht mit dem Kader. Na, da ist nicht viel Bewegung bei uns. Bei uns ist immer viel Bewegung von nicht. Das heißt, wir verlieren da. Und zwar haushoch. Dieser Alexandro, der hat uns Genick gebrochen, gell? Der ist unglaublich gut. Der linke Flügel der Portugiesen, der hat uns zerlegt. Und wir haben leider, ja, unsere Spieler sind nicht die schnellsten. Jawohl, Ehrentreffer. Der Ehrentreffer. 2-1. Alvaro. Aber auch nur mit Glück, gell? Mit Nachschuss. Zumindest der Ehrentreffer. Damit wir nicht ausgehen. 4-2 nur noch. Das heißt, wir brauchen noch 3 Tore. Drei Tore bräuchte man noch. Die schießen wir nicht mehr. Muss noch ein Wunder geschehen. Campbell. Wer läuft? Sissoko läuft, jawohl. Der Franzose. In die Hände, ja. Wo ist eigentlich der Stürmer? Läuft der nicht mehr mit? Mag der nicht mehr. Gut, ich kann es ihm auch nicht übel. Ja, der war zu weit. Der war viel zu weit. Und so ungenau. Und die Portugiesen haben keinen Stress mehr, gell? Den hätte er nicht. Varela. Ja, man sieht schon, wir haben einfach zu wenig gute Spieler und haben da Nachholbedarf auf dem Transfermarkt.
Was war das jetzt? Der Van der Vaart geht ja, geistert halt auch bloß rum. Der spielt eigentlich so besonders halt. Vielleicht ist es sogar einer, der ausgemisst gehört. Sein Alter. Trotz Stärke 88. Der war bloß in der Hinrunde war der gut, gell? Van der Vaart. In der Hinrunde war er super. Mehr oder weniger. Aber in der Rückrunde ist er überhaupt nicht zum Singen. Lidson. Ja, ist ja gut. Ist gut. Ist ja gut. Und Porto wechseln nochmal. Ja, ich mag nicht mehr wechseln. Es bringt bei uns nichts mehr. Bei dem Spielstand. Da ist es wurscht. Dickmeier. Und es gibt 2 Minuten Ref. Van der Vaart, ja, ich sag ja, das ist nicht der Beste. Das ist eine Gurke. Den sollten wir vielleicht ausmissen, ha? Neuanfang bei Hamburg. Für die neue Saison. So, nochmal Porto. Nichts mehr. Okay, der Song, das war's. Ja, und somit scheiden wir aus. Wir sind draußen. Das Abenteuer Europa ist beendet. Und wir müssen in der Liga um die Europa League spielen oder Champions League. Mal schauen.